Ich will nicht mehr die Vorband sein für so hochqualitativen Kulturunterhaltungsjournalismus. Ich bin nicht würdig und recht. Unser liebster Nachbar verlässt das Haus. Nach 250 Sendungen Ringelstetter hört er auf. Man kann doch nicht einfach was wegschmeißen, wenn es mal gut läuft. Jetzt hast du doch mal was gefunden, quasi. So schreien die Eltern im Hinterkopf. Das kannst du nicht einfach weghauen. Es ist immer noch super. Aber ich merke, in der Grundenergie, es ist laut, es soll es ja auch sein. Es ist ein großer Rambazamba. Und ich bin das immer weniger. 9 Jahre auf Sendung. 20 Sommer am Stück auf Tour mit Band. Er hört auf zu einem Zeitpunkt, an dem noch nicht alles auserzählt ist. Es wird wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, einfach in der letzten Minute plötzlich fange ich wahrscheinlich zu heulen an. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ringelstetter brachte die Late Night ins bayerische Fernsehen. Bravo, bravo. Toller Moderator. Servus, grüß euch, Leute. Man versucht den Vätern immer was zu beweisen. Und in meinem Beruf hatte das immer eine große Sichtbarkeit zur Folge. Also Fernsehen, hier bin ich, hallo, da ist dein Sohn quasi. Ich fand es dann selber interessant, dass das Loslassen meinerseits von der Sendung oder auch von, dass ich ganz oft Nein sage, dass es tatsächlich hauptsächlich losging ab dem Zeitpunkt, wo mein Vater nicht mehr gelebt hat. Vor 2,5 Jahren starb sein Vater. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Er fasst den Entschluss, gemeinsam mit seinem Team seine Sendung zu beenden. Nichts mehr beweisen müssen, nicht mehr immer funktionieren. Als mein Vater gestorben war, musste ich die Woche drauf, hatte ich wieder Sendung. Und es kam Emil Steinberger. Mein Vater war Riesenfan von Emil und ich auch. Und es ist so viel passiert, als der da war für mich, weil erstens hätte ich das gern meinem Vater erzählt, dass der da war. Da war wieder das, da wird er sich, ist wahrscheinlich stolz. Zum anderen habe ich, während ich mit dem Emil geredet habe, der ein wahnsinnig toller Mensch ist, hatte ich wirklich so Absenzen. Ich habe dann so meinen Vater lachen hören, hat irgendwas gesagt und ich habe dann wirklich so, das hat sich abgespielt einfach. Und deswegen kann ich mich an diesen Talk und eigentlich an diese ganze Sendung kaum erinnern. Was hast du als erstes gesehen in deinem Leben, wo du gelacht hast? Weißt du es noch? Unser Pfarrer hat uns jeden Monat einmal eingeladen zu einem Kinoabend. Und da war immer Buster Keaton, Chaplin war da und so weiter. Und das waren die schönsten Filme für mich. Und da habe ich gelacht. Und das würde mich interessieren, ob man das sieht. Großen Applaus für dich. Schön, dass du da bist. Aber ich weiß, dass das für mich die schwierigste Sendung war. Die Welt am Boden kommt nicht hoch, auf ihrem Weg ins schwarze Loch. Vom Wahnsinn her in ihr Sinn dort, potenziert sie sich in einem fort. 4. Klasse in der Grundschule sollte ich ein Klavierstück vorspielen in der Aula der Grundschule. Das war von Schostakowitsch. Und ich habe das auswendig gespielt und ich habe es wochenlang geübt und hatte mitten in dem Stück einen Blackout. Und meine Psyche hat sofort reagiert mit dem Gedanken, also ich mache jetzt hier russischer Komponist, als wenn ich da unten in den tiefen Tasten irgendwie was wahnsinnig Aufregendes vor mich hinspiele und das russisch rüberkommt, dann merkt es kein Mensch. Und während ich das mache, wird mir das andere schon wieder einfallen. Und genau so war es. Und ich habe das also gemacht. Meine Eltern waren kreidebleich, weil die kannten natürlich das Stück. Was spielt der da? Und für mich war es aber die totale Befreiung. Weil ich gemerkt habe, es ist das, was mir im normalen Leben quasi nicht immer gelungen ist, nämlich eine Situation, die blöd war, für mich irgendwie zum Positiven zu verändern. Das ist mir da möglich, offensichtlich. Mit der Bühne ist es fortan leicht für ihn. Nirgendwo, sagt er, hätte er so schnell lernen können. Ursache:
Wirkung. Was funktioniert, wird ausgebaut. Und doch, die großen Momente sind die unerwarteten. Ich finde nach wie vor einen der schrägsten und dadurch lustigsten Momente, als Helge Schneider angerufen hat, er ist in der Stadt und er käme einfach vorbei und spielt kurz Klarinette und geht wieder. Und dann waren Django 3000 da und er hat quasi mit komplett verstimmter Klarinette diesen Auftritt gecrasht. Das hatte irgendwie was total Pumuckl-haftes. Lieber Pumuckl, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Exklusivinterview. Das Schöne bei der Caro und bei mir ist, dass wir als Gegenpole funktionieren energetisch in der Sendung, aber in der Vorbereitung und in der Nachbereitung 0,0 Gegenpol sind, sondern komplett miteinander. Hannes, Was denn? ich möchte dich an dieser Stelle... Was machst du denn da? Ich versteck mich. Vor wem? Vor deiner Mutter? Ich bin's nicht. Nein, aber auch vor den Franken, weil ich weiß, was jetzt kommt. Also mich jetzt als Rauswurstler zu bezeichnen, wäre, glaube ich, eines der schönsten Komplimente. Weil richtig gut wird es wahrscheinlich, wenn der Moment kommt, wo ich mich rauswursteln muss auf der Bühne. Wenn wir jetzt einen Titel suchen für den Beitrag, fände ich der Rauswurstler absolut perfekt. Und über uns die Cassiopeia wacht und sie strahlt immer weiter in die nächste Galaxie, so wie du und ich. Alles Gute, Hannes. Du machst das schon.